Ein Start-up in der Münchner Innenstadt. Hier haben die Ärztin Carol Wildhagen und ihr Team einen digitalen Coach entwickelt. Arianna ist ein sogenannter Chatbot, der als virtueller Berater Patienten nach einer Diagnose betreuen soll. Arianna unterhält sich, wenn du der Patient bist, mit dir über WhatsApp in deinem Telefon. Arianna fragt mich, soll sie mich daran erinnern, dass ich zum Arzt gehen soll, dass ich mein Medikament nehmen soll. Dann wissen wir natürlich für die einzelnen Medikamente, worauf muss man achten. Also wenn es zum Beispiel um Übelkeit geht, wird sie mich fragen, ist dir schlecht oder nicht. Wenn ich sage, ja, mir ist schlecht, dann wird sie mir Tipps geben, was ich gegen die Übelkeit tun kann. Arianna ist ein Dialogsystem und kommuniziert mit dem Patienten. Sie erinnert an Therapien oder schickt Informationen über die Erkrankung. Sie soll sogar eine persönliche Beziehung zum Nutzer aufbauen. Mit jedem Patientenkontakt lernt sie dazu. Wir nutzen Machine Learning, um die Unterhaltung mit dem Patienten auszuwerten, damit Arianna ihre Persönlichkeit auf den Gesprächsstil des Patienten einstellen kann. Ein Chatbot als Gegenüber des Menschen. Das ist nicht nur bei Arianna so. Im Gesundheitssektor kommt künstliche Intelligenz immer öfter zum Einsatz. Die Medizinethikerin Alena Büchs beschäftigt sich mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Psychotherapie. Im Internet gibt es jede Menge Psycho-Apps. Chatbots wie Wiser versprechen Hilfe und Beratung in schwierigen Lebenslagen. Wir wissen, dass viele Menschen sich weniger schämen und weniger zurückhaltend sind, wenn sie das so niedrigschwellig machen können. Sie können ja morgens um 3 mit so einem virtuellen Therapeuten in Kontakt treten. Viele Apps können kostenfrei auf das Smartphone geladen werden. Wiser erkundigt sich regelmäßig nach dem Wohlbefinden. Der Chatbot wartet auf Antwort und fragt immer wieder nach. Auch das Programm Wobot, übersetzt Kummerbot, bietet seelische Unterstützung an. Die versuchen, Empathie vorzugeben. Also da ist Sprache ganz klar programmiert, auch ganz vielfältig, die versucht, empathisch auf das Gegenüber einzugehen. Das ist natürlich keine echte Empathie, zu der ja auch ein emotionales Wahrnehmen der anderen Person gehört. Aber es ist, sagen wir mal, eine sehr oberflächliche Variante der Empathie. In psychischen Krisen kann das gefährlich werden. Was passiert, wenn der Chatbot den Ernst einer Situation nicht erkennt? Gegenwärtig greifen sie natürlich noch daneben und können auch Fehldiagnosen produzieren. Und das kann natürlich dann dazu führen, erstens, dass die Menschen denken, ich habe etwas, was sie gar nicht haben. Und zweitens auch, dass sozusagen diese Therapie mit diesem Chatbot in eine Richtung weitergeführt wird, die den Menschen vielleicht gar nicht gut tut. In wirklichen seelischen Notlagen laufen diese Apps ins Leere. Der Mensch ist mit dem Chatbot allein. Im besten Fall schlagen sie eine Notfallnummer vor. Das ist ein Problem, das auch Carol Wildhagen erkannt hat. Ihr Chatbot Arianna kann daher auch menschliche Hilfe vermitteln. Wenn sie merkt, es geht etwas schief, bietet sie dem Patienten entweder an, sich selbst Hilfe zu holen. Hier ist eine Nummer, die du anrufen kannst. Oder je nachdem, was wir für ein System aufsetzen, schaltet sogar einen Menschen und Arianna zusammen. Einen ausgebildeten Therapeuten können Apps und Chatbots noch nicht ersetzen. Aber die künstliche Intelligenz wird immer besser. Ich glaube, dass es noch sehr lange dauern wird, bis es da zu einer echten Konkurrenz kommt. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Letztendlich liegt es immer an jedem selbst, wem er sich anvertraut. Einem Chatbot oder doch einem echten Therapeuten.